Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Und dann willkommen zurück hier zum Let's Play von The Witcher 3 Blood and Rime mit unserem Haushofmeister. Ja, unser eigenes, wie soll man sagen, unser eigenes Zuhause, was natürlich schon noch, ja, wie soll ich sagen, eher an so einem Stall, an einem Bauernhof erinnert. Aber man kann hier trotzdem schon leben und wer weiß, ob man hier noch alles im Verlauf des Let's Plays noch irgendwie ausbauen kann und vor allem natürlich verschönern kann. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Wunderbar. Die Möbel, die ich zuletzt bestellt habe, sind angekommen. Die Möbel ist gut, die war ja eigentlich vor allem der Schleifstein. Hast du schon mal Gwent gespielt, BB? Eine amüsante Frage, Herr. In jungen Jahren war ich ziemlich gut, aber das ist lange her. Heute beschränkt sich mein Interesse auf Sammeln. Inzwischen nenne ich eine große Sammlung an Kartensätzen mein eigen. Klingt interessant. Würdest du mir zeigen, was du so hast? Gerne, Herr, aber nur in Aktion. Sind 1-2 Partien genehm? Ich würde sagen, das sind sie. Möge der Bessere gewinnen. Möchtest du gegen eine bestimmte Fraktion spielen, Herr? Ach du Scheibenkleister, leistet ja alles. Okay, ich glaube, wir werden bei ihm relativ viele gute Karten kriegen. Mal gucken, erstmal gegen Skellige. Skellige passt sehr gut zu dir. Wie du wünschst. Soll ich meinen stärksten Kartensatz spielen? Oder lieber einen schwächeren? Nee, wenn schon, denn schon. Heute habe ich Glück. Nimm deinen stärksten Satz. Wie du wünschst, Herr. Gut. Fangen wir an. Ja, ob das eine gute Idee war, ist natürlich eine andere Frage. Ja, Nilfgaard, nicht so wenig Karten. Hier in der Königreich wird schon... Es kann interessant werden. Ich meine, hallo, ich habe das große Turnier Novigrad gewonnen. Klar, war ein anderer Spiel und so ein anderer Spielstand, aber trotzdem. No risk, no fun. Der Gute hat auch Bran, also von dem her... Wieso nicht der Bran das Stärkste hat? Okay, verwirrend. Erstmal den zurück, was aber sonst noch so... Ist Denny schon mal auf der Hand? Sehr gut. Dann ist natürlich Sheila... an der blauen Stamm ein bisschen doof, braucht beide. Mal gucken, was wir so reißen können. Also Ziel ist, denke ich, dürfte klar sein, dass wir bei ihm alle Decks klein kriegen. Sowohl den schwächsten als auch den stärksten. Ich glaube, dann kriegen wir jeweils eine eigene Karte. Also hoffe ich zumindest, was? Junger Berserker Trachbügel. Eine Madrome-Karte, okay. Ich brauche noch mehr Karten. Karte. Gib mir mehr. Und gib ihm Rittersporn. Das kannst du vergessen. Frozen. Ja, so schnell kann man 15 Punkte verlieren. Das passt doch plötzlich. Ich spiele mal Olgierd, wa? Olgierd sage ich schon. Counter dem natürlich, Entschuldigung. Ja, ich weiß, im Prinzip ein bisschen zu viel, aber hey, was soll's. Eine weitere coole Karte. Dann gucken wir mal. Spielen wir Sabrina. Du. Ja, kann man ein bisschen die schweren Karten spielen, wa? Berserker-Style. Dann spiele ich Siegfried von Dennesle. Spielt jetzt schon das Horn? Bisschen früh, wa?
Ja, so schnell kann es gehen mit dem Kartenvorteil. Aktuell wäre unentschieden. Ich habe noch krasse Karte, wa? Dann passen wir mal. Ja, noch 5 Karten. Naja, er muss anfangen, sprich ich bin natürlich im Vorteil. So, wie als es ein Vorteil wäre. Nee, das kann ich wohl nur vergessen, Freunde. Das haben wir verloren. Ich meine, klar, jetzt bin ich wieder kurz, also leicht am Führen, aber ja, was soll ich da machen? Ich meine. Was zählt jetzt eine Heldenkarte? Ach du Scheiße. Wow, der noch mehrere rufen, ist klar. Hätte ich das gewusst, natürlich ein Ding behalten. Sorry, wir haben verloren. Das. Keine Chance. Der hat mich eiskalt ausgespielt. Diesmal habe ich gewonnen. Interesse an einer Revanche, Herr? Ein anderes Mal. Später vielleicht. Ich muss noch was erledigen. Wie der Herr wünscht. Vielleicht überlasse ich sogar. Danke. Ich muss mich wieder um mein... Ja, vielleicht überlasse ich sogar meinem künftigen Ich den Typen hier, sprich, also künftigen Ich sowieso. Nee, ich meine, dass ich sogar den auf New Game Plus verschiebe, weil ich glaube, für den brauche ich schon meine stärksten Decks. Und da muss dann doch... Obwohl, wenn wir ganz kurz gucken. Wir haben doch irgendwo die Quest wegen Quint. Hurra, hurra, ja, Skellige ist wieder da. Das große Turnier von Beauclair. Und das werde ich dann in New Game Plus machen, aber anderes Thema. Aber er hat offenbar keine dieser Karten. Entschuldigung, wenn so etwas wäre. Vielleicht hat er vielleicht noch andere? Also sprich, ja, natürlich schon andere, aber meine andere Karten im Sinne von noch viel seltener Karten, die jetzt hier gar nicht aufgezeichnet sind. Gut, was soll's. Jo, legen wir los mit Wilder Wolf, war. Und natürlich erstmal ganz kurz hier noch gucken, wo ist denn jetzt... Mit dem möchte ich Trauben treten, bis wir ganz rot und verschwitzt sind. Okay, du alte Schachtel. Ja, der Ork kann durchaus noch schöner werden, aber wird schon. Von früh bis spät. Schön, wenn er danach noch steht. Ho! So, in Plötze reisen? Nee, ich glaube, da bin ich so ein bisschen schneller. Herzogtum Toussaint. Ja, schon alles. Alles anzeigen lassen. Wenn noch dort unten war. Also man sieht, Toussaint hier ist schon relativ groß, wie wir hier noch alles gemacht haben. Das kann noch ein bisschen dauern. Viel Glück bei der Jagd, Hexer. Ich wünschte, ich wäre ein Junge. Wieso? Geralt, dankeschön. Wie komme ich jetzt da am schnell... Arsch. Heya! Heya, heya, ho, ho, ho. Das kannst du hier nicht tun. Das Majoranstor. Oh, gute neue Markierung, immerhin etwas. Jetzt kann ich hier anfangen, die Predigen von Majoran zu studieren. Lehren zu predigen, so rum. Mit dem Schuh draus. Nur zu. Du bist ja jung. Was wissen die Jungen haben Geld? Erstens wieder noch, mein Geralt ist nicht unbedingt der jüngste von allen. Deine Zunge ist so... Na gut, du tanzt los, Freundchen.
bist schließlich Ich rede nicht mit. Willst du mitmachen? Ich denk drüber nach. Damit du nicht überrumpelt wirst. Denk daran, Intellekt zählt so viel wie Stärke. Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Kerlbürste? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Man sollte seinen Gegner nicht nach dem Namen beurteilen. Meister Kerlbürste ist ein Sattler, ein sehr tapferer. Seine Schläge sind so wild, wie seine Repliken hart. Tja, mal gucken. Relativ hoher Wetteinsatz, wa? Legen wir los. Oh, ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Nee, deine Mutterwitze, das ist ein bisschen... Ey, da ist ja voll 2014, Alter. Wie kommen wir jetzt auf 2016? Ist das so immer? Dein Hohn? Da göbeln ja Hunde schlimmer. So jämmerlich und blöde. Klingst du so immer? Na, dann hol ich raus die ganz harte Keule. Du übereifrige, überreife Eiterbeule. Ich rufe auch ganz noch. Ich glaube, du verwechselst was. Das klingt eher nach deiner Schwester. Selbst ein Hexer würde sterben, wenn er sie küsste, mein Bester. Du bist nicht mal wert, meiner Schwester wegfahren. Du bist ein mickriger Mutant und noch lange kein Mann. Ach, das können wir den ganz lange machen. Du nervst. Der Start war ein Zeichen. Du wirst doch nicht flennen. Noch bleibt dir Zeit, nach Hause zu rennen. Also, du... blöder... Also gut. Du weißt, wie man jemanden beleidigt. Du hast gewonnen. Heißt das, wir kämpfen nicht? Warum? Ich sagte doch, du hast gewonnen. Der Hexer gewinnt, schlägt Kerlbürste bei seinem eigenen Spiel. Du bist mir über... Aber nur, weil ich heute nicht gut zurecht bin. Sonst hätte ich dich windelweich geschlagen. Ganz sicher. Du musst 2 weitere Champions besiegen, bevor du den Maestro herausfordern kannst. Stillwasser findest du in Hauteville, nahe der Scharlatanallee. Der Koloss kämpft im größten Hof von Saint-Sébastien. Oui, et merci beaucoup, au revoir. Das ist ein seltsames Duell gerade. Schwellenwegmarkierung, alter Schwede. Naja, fast unnötig hier, aber gut. Dann gehen wir doch mal direkt zum nächsten. Wenn die Kämpfe alle so einfach sind. Naja, machen wir auch schon. Mein Faden verbannt. Wo soll er jetzt hin? Hallo? Ist das nicht toll hier? Wein in Strömen, Ruhe und Frieden, herrliche Aussicht. Mann, prügelt euch! Wow, hat mich getroffen. Wirst du gegen Stillwasser antreten? Na, wirst du? Wirst du? Ja, werde ich. Ich wüsste gerne, wen ich vermöble. Der Ritter verrät nicht, wie er heißt oder aussieht. Er sagt kein Sterbenswörtchen. Guter Herr, zügle deine Neugierde. Ein Ritterschwur ist kein leeres Versprechen. Stillwasser wird Gesicht und Wappen verbergen, bis ihn jemand besiegt hat. Also, kämpfst du nun oder nicht? So soll es sein. Ich fordere dich zum Duell. Ja, ich hoffe, ich kann's noch. Tugendhafte Damen, schon bald beginnt ein weiterer Kampf.
Wir haben Blocken schon wieder. Ja. Geralt, was machst du da? Geralt? Meine Damen und Herren, der Hexer bezwingt den bislang ungeschlagenen Stillwasser. Was für ein Kampf! Seines Gelübdes enthoben, kann der Ritter nun sein Gesicht zeigen. Deine Schläge sind stark und ehrlich. Meinen Glückwunsch. Danke. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich bin eine Frau. Keine dummen Sprüche? Wieso? Was soll da dran sein? Wir leben doch im 13. Jahrhundert. Frauen führen Tavernen und Höfe und kämpfen. Behauptest du nicht, es wäre ehrlos, gegen ein Weib zu kämpfen? Das ist was für Leute, die Angst haben, gegen eine Frau zu verlieren. Nun steht nur noch der Koloss zwischen dir und dem Maestro. Du solltest nach Saint-Sebastian aufbrechen und nach dem größten Hof dort suchen. Also ganz ehrlich, ich dachte schon von der Stimme her, dass es eine Frau sein könnte oder irgendwie so eine Stimme hätte, aber... Alter, was hatten die für Muskeln? Leck mich auch meinen Oberkörper an. Ja, Brigitte, die Starke. Okay. Ja gut, ich meine, wie Geralt so schön gesagt hat, 13. Jahrhundert. Das Traurige daran ist, was haben wir heute? Das 21. Jahrhundert, das war 700, also ne Quatsch, natürlich 800 Jahre später. Naja, mehr oder weniger, vielleicht noch plus minus 50 Jahre, trotzdem. Trotzdem, sehr viel weiter sind wir noch nicht. Deswegen Diskriminierung und Rassismus, das ist schon irgendwie traurig, wenn man so betrachtet. Wobei, ganz ehrlich, also wenn es wirklich im 13. Jahrhundert schon so war, dass da Frauen schon gekämpft haben und sie schon teilweise akzeptiert hat, will mich trotzdem wundern. Ich glaube, das ist ein bisschen Wunschdenken. Ein echter Hexer. Hier in Beauclair ist das Leben nicht schwer. Man merkt, hier in Beauclair sind alle ein bisschen reimen. Mich täuschst du nicht, Hexer. Doch, ich täusche alle. Wir sehen den Koloss im Faustkampf. Der Zuhälter, was? Patrouille auf nüchternem Magen. Du sackgesichtiger Mistfick. Was? Mistfick? Hat er gerade echt Mistfick gesagt? Man sagt, bei deiner Gilde wüsste man, wie man kräftig zuschlägt. Der ist so alt wie Pater Wilhelm. Sage ich einmal zu, fragt er sich die ganze Woche, welches Wappen die Kutsche zierte, die ihn überrollt hat. Ja, ja. Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen, traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Der Koloss? Interessanter Spitzname. Oder hat ihn seine Mutter nach seiner Geburt wirklich so genannt? Aber natürlich, warum auch nicht? Der Koloss, das klingt nach Stolz und Leidenschaft. Also, kämpfst du mit? Die arme Mutter, ey. Gut, kämpfen wir. Ha, langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Und wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Du willst nicht kämpfen? Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, wie? Ein Hexer, hä? Machen wir es so. Blockst du 3 meiner Schläge, gewinnst du. Aber du darfst mich nicht angreifen. Kein einziges Mal. Block einfach meine Schläge ab, okay? Doppelter Einsatz, wenn du 3 überstehst. Spendierhosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst. Hat noch keiner geschafft. Bin zu schnell. Na? Bist du bereit?
die Schläge blocken ist ja von dem her für das doppelte Geld ja nicht so schlecht. Andererseits wollen wir die Quest abschließen, müssen wir halt gewinnen. Also schlagen lieber K.O. Ich hau dir lieber regulär aufs Maul. Wie enttäuschend. Der Hexer versteht keinen Spaß. Na gut, das macht auch keinen Unterschied. Meine Damen und Herren, ein Kampf, ein Kampf, ein Kampf! Endlich! Normales Reglement. Hexer gegen Koloss. Der echt so schnell ist. So schnell für dich, was? Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Was zum... Mann, ich block doch! Ich wollte schon sagen, ey. Der Hexer besiegt den Koloss in einem regelkonformen Kampf. Und was für ein Kampf das war! Du schlägst hart und gut, Meister Hexer. Danke. Dir gebührt mein Respekt, edler Herr. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und nun hast du das Recht, den Maestro persönlich herauszufordern. Du findest ihn bei den Docks. Vielen Dank, vielen Dank. So. Wir machen uns direkt auf dem Weg dorthin. Wilder Wolf. Ja, ziemlich wild sind wir ja. Fliegende Fäuste. Toussaint. Ich denke mal, die fliegenden Fäuste dauern ja generell nicht so lange. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit für... Ja, nicht für gar nichts mehr. Vermutlich ist bereits ein paar vorbei, aber dafür sollten wir sicher noch Zeit haben. Ich bin ganz Ohr, Hexer. Wein braucht Geduld. Wie alles. Ja, ich hätte gerne mal einen Checkpoint. Ich bin natürlich, ihr wisst schon. Liebe Herzogin Anna Henrietta. Ja, die sowieso. Hallo, Reisepoint, wo bist du? Ja, man kennt's doch, wenn ich jetzt plötzlich rufe, plötzlich ein Checkpoint da, super. Ja, markiert. Der Hund gibt's direkt hier unten ein, wa? Schubidubidu, tamtadadari, schubidubidu. Schubidubidu. Ich wär gern so wie du. Bist du kein Stammbeschäfer, ein Fasan im Sack als zwei im Busch? Ich sage dir, der Maestro wird... Kurioserweise eben noch kein... Ich war dort mal ganz schnell. Noch kein Checkpoint. Finde ich hier den Boxer, den man den Maestro nennt? Maestro, Champion, der Unbesiegte. Er hat viele Namen. Du bist der Hexer, der die 3 geringeren Meister ausgeschaltet hat? Der bin ich. Wollte gegen den Maestro kämpfen, doch er scheint verhindert. Mit Alkohol kuriert der Maestro seine schlimme Schüchternheit. Er ist ein sensibler Mann, musst du wissen. Nüchtern würde er nicht mal ein Kissen ausklopfen. Ein nüchterner Kampf ist wie ein Tanz ohne Musik. Ob der überhaupt noch stehen kann? Vergiss den Kampf. Du kannst ja kaum stehen, so blau bist du. Das geht sicher einen feuchten Kehricht an. Uff, du schwätzt, dass mein Wodka warm wird. Kämpfst du, ja oder nein? Fürwahr, wir kämpfen. Also gut, ich fordere dich heraus. Moment! Hoppla, ich habe meine Prinzipien und Regeln. Wo ich esse, scheiß ich nicht. Und gegen nüchterne Leute kämpfe ich nicht. Was heißt das? Das heißt, entweder du trinkst oder du verpisst dich mit Anlauf. Betrunken kämpfen, das könnte lustig werden. Junge, dieser Gruppenzwang. Schön. Mesdames, Messieurs, der Maestro tritt auf. Endlich. Dann mal los.
probiert. Dieser Konter, ja. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Das ist halt der Drunken Style. Oh, du Frechdachs. Hast nicht besiegt. Ist jahrelang nicht passiert. Deine Fäuste. Einfach glorreich. Danke. Ich kann es nicht fassen. Darauf muss ich trinken. Guter Kampf. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du jetzt den Titel trägst. Da habe ich mehr Zeit für meine wahre Leidenschaft. Hiermit erkläre ich Hexer Gerald von Riva zum Faustkampf-Champion von Beauclair. Bravo! Hier, deine Trophäe. Leben ohne Saufen ist wie Lieben ohne Lecken. Der muss ja wissen. Gut, wir sind eben noch ziemlich voll und muss sowieso irgendwie gucken und dann, naja. Jo, die Frage ist, nächster Part mit Hauptquest weitermachen oder haben wir noch etwas anderes vor? Ich meine, theoretisch tun gäbe es hier genug, wie man sieht, aber jetzt haben wir im Prinzip ja schon genug gemacht hier und wenn man ganzer Sidequest-Part. Nö, nächsten Part geht's weiter mit der Hauptquest. Und dann mal gucken und bis dahin wieder nüchtern sind, wa? Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss. Meine Fresse, ich sollte weniger saufen. Wollen wir uns nicht ausziehen und ein paar Trauben treten? Ich will auch. Mist, ey. Wieder nüchtern. Scheiße.